Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom Flo, Videotechniker von der Metal Church. Wer mich kennt und mich schon getroffen hat, der weiss, wie ich den Menschen begegne. Herzlich, warm, vorurteilslos. Das war nicht immer so. Wie oft Menschen sind, haben sie Sympathien und Antipathien zu einigen Leuten, Gruppen oder Ethnien. Gerade bei bestimmten Themen reagieren wir ab und zu emotional. Ich war mal ein Rassist. Und in den Anfang meines Glaubenslebens habe ich alles, was irgendwie schlecht war, als Sünde beschimpft. Gleichzeitig bin ich kein Stück besser. Ich habe mich selber angelogen und bin im Prinzip ein Heuchler. Ich bin immer wieder in meine Muster von Gelüst und Sucht zurückgefallen, anstatt da mich zu widerstehen. Ich habe immer eine Fassade von mir hergehabt und habe mein Versagen nicht anerkennen. Ich habe lieber Kritik geübt, als mich selber zu reflektieren. Ich weiss nicht, wenn ich mich dazu entschlossen habe, aber ich habe mir eines Tages gesagt, ich möchte lernen, Menschen Vorurteile zu begegnen und sie mit ihrem Sein anzunehmen. Jede Begegnung war am Anfang für mich eine Herausforderung, Menschen anzusprechen, sie wahrzunehmen, mit ihnen zu reden, auch wenn sie gerade angepisst waren. Einige empfinden das ethische Prinzip als utopisch, was durchaus seine Berechtigung hat, aber warum verurteilen wir anhand vom Äußeren von Menschen, seiner Art und seiner Tat? Warum tun wir nicht mal einfach mal begegnen und das Gegenüber einfach mal kennenlernen? Ich durfte lernen, Tat oder die Schuld vom Sein vom Menschen zu unterscheiden. Das anzusprechen ist zwar nicht einfach, aber jeder kann fürs Leben lang lernen. Auch du. Mir ist das Thema Inklusion immer wichtiger geworden. Menschen einzuschliessen, sie zu begleiten und zu unterstützen. Es braucht vor allem zwei Sachen. Zeit, 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 Zeit und viel Geduld. Ich habe immer wieder an meinem Charakter arbeiten lassen. So bin ich geduldiger, sanftmütiger und bodenständiger geworden. Ich reagiere sehr sensibel, wenn ich Geschichten höre von Christen oder sogar Menschen, die unglaubliche Verletzungen erlebt haben. Kritisch muss ich aber auch selber sagen, dass wir Christen es verlernt haben, zu den unangenehmen Menschen zuzugehen und für sie die Hände dreckig zu machen. Wir bleiben lieber in der Komfortzone und gehen dem lieber aus dem Weg. Aber warum? Sind wir nicht zu verwöhnt oder zu arrogant? Vor ein paar Jahren bin ich auf die Band Illist aus den USA gestossen, wo der Mika, der Sänger, den Song hat geschrieben Padlock. Das heisst Schloss auf Deutsch. Er hat zum Thema abgewiesen etwas verarbeitet. Im Video zu dem Hintergrund vom Song erklärte Mika, dass er unglaublich traurig findet, wie einige Christen mit Menschen umgehen, die nicht mit ihrem Weltbild übereinstimmen. Dabei sollte die Kirche doch genau für die verlorenen Menschen da sein. Und mit Kirche meint der Mika nicht einfach das Gebäude, wie wir es kennen, sondern die Gemeinschaft, die sich als Kirche äußert. Die ganze Übersetzung findest du hier im Link, beziehungsweise hier in der Videobeschreibung oder der Infobox, wo das auch immer beschrieben ist. Ich bin einmal mal gefragt worden, wenn du eine Kirche gründen würdest, wie sähe die aus? Meine Kirche, die wäre eine lebendige Gemeinschaft, die eine offene, herzliche Haltung ausstrahlt, Fragen zulässt und Raum gibt, die zu stellen. Barmherzigkeit, bedingungslose Annahme und Inklusion als ethisches Prinzip lebt und fördert, Grenzen klar anspricht
aber das Individuum achtet und wertschätzt. Das Leben von Jesus als angestrebtes Lebensstil zu lernen und leben möchte. Und wo der Glaube im Alltag als ein wichtiger Bestandteil im Leben gelebt wird. Es sind ganz hohe Ansprüche von mir. Gleichzeitig hat Jesus davon vieles vorgelebt und damit Menschen bewegt, das Gleiche wie er zu machen. Seine Jüngerinnen und Jünger. Und heute bin ich ein Jünger und öffne das Schloss zu den Ausgesperrten, oder bin ich bloß ein Träumer, der das Schloss nur noch anschaut? Und bei dir? Wie hast du mit dem Schloss? Sei gesegnet.